Auf einmal geht er mit zur Nacht, zur nottypischen Zeit, zu seinem Kollegen und fragt ihn für Brot. Und er bleibt beharrlich, bis dass er das Brot bekommt. Genau, ich darf heute ein paar Gedanken mit euch teilen über Lukas 11, Verse 5 bis 13. Das ist das Gleichnis, wo Jesus seinen Jüngern erklärt, wie man beten soll. Und es geht auch um einen Freund, der seinen Kollegen um Brot bittet. Du könnt sonst den Text einblenden. Ich werde ihn euch vorlesen. Weiter sagte Jesus zu seinen Jüngern: Angenommen, einer von euch hat einen Freund. Mitten in der Nacht sucht er ihn auf und sagt zu ihm: Bitte, leih mir doch 3 Brote. Ein Freund von mir hat auf der Reise bei mir Halt gemacht. Und ich habe nichts, was ich ihm anbieten könnte. Und angenommen, der, den er um Brot bittet, ruft dann von drinnen: Lass mich in Ruhe. Die Tür ist schon abgeschlossen und meine Kinder und ich sind längst im Bett. Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, er wird es schließlich doch tun. Wenn nicht deshalb, weil er andere mit ihm befreundet ist, dann doch bestimmt, weil er ihm keine Ruhe lässt. Er wird aufstehen und ihm alles geben, was er braucht. Darum sage ich euch, bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt und wer sucht, findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Genau. Hier der Bibeltext, der ist ab Vers 5. Und die ersten 4 Verse, die fehlen jetzt im Text, aber wir haben jetzt die Freiheit genommen, die da auch noch reinzunehmen, weil wir durch die gehören fast ein bisschen dazu. In dem Gleichnis hier geht es darum, wie Jesus uns im Gebet soll anleiten. Die Jünger haben ihn gefragt, er soll ihnen beibringen, wie beten. Und in den ersten 4 Versen ist eben das Vaterunser. Der Text und auch meine Predigt ist ein bisschen in 3 Teile aufgebaut. Der erste Teil ist eben der Inhalt vom Gebet und das ist das Vaterunser. Der zweite Teil ist Beharrlichkeit, wo man soll beharrlich bleiben bei seinen Anliegen und zum Schluss noch Gottes Liebe und seine Gnade. Hier im Lukas ist es nicht ganz so geschrieben, wie man es vielleicht kennt, wenn man es frei betet, aber ich werde es euch gleich mal kurz vorlesen. Jesus hatte unterwegs Halt gemacht und gebetet. Darauf bat ihn einer seiner Jünger: Herr, lehre uns beten. Auch Johannes hat seine Jünger beten gelehrt. Jesus sagte zu ihnen: Wenn ihr betet, dann sprecht: Vater, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Gib uns jeden Tag, was wir zum Leben brauchen. Und vergib uns unsere Sünden. Auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig geworden ist. Und lass uns nicht in Versuchung geraten. Und ich finde, die Reihenfolge im Vaterunser ist also interessant. Zuerst wird Gott gelobt. Und erst nachdem wir ihn gelobt haben, wird beten oder um etwas bittet. Und es sind nicht nur Probleme, es sind nicht nur Bitten, die wir von Gott bringen, sondern wir sollen wirklich auch an erster Stelle auch Gott loben, wir sollen auch auf einem Weg ein Gespräch haben mit ihm. Es soll nicht sein wie eine Liste, wie beim Einkauf, wo man abarbeitet, sondern es soll wirklich auch ein Gespräch sein. Und es ist eben noch interessant, wenn man jetzt, hier haben wir einen Haufen Kinder, wenn jetzt das Kind etwas braucht, das Kind hat Hunger, dann sagt das Kind: Ja, ich will
etwas essen, ich will etwas trinken, ich will. und es ist eben noch interessant, hier sind eben gar nicht unbedingt ja was, genau das, was ich wollte, oder genau das, was ich wollte ich bekommen. Hier ist eben, also hier im Lukas ist das nicht, aber wir beten, und dein Reich komme und dein Wille geschehe. Nicht nur ich will, sondern dein Wille. Und dein Reich komme. So viel mal zum Gebet. Ich werde schon übergehen zum zweiten Teil. Beharrlichkeit bei seinen Anliegen. Und der Freund, wie wir hier gelesen haben, der bleibt beharrlich bei seinem Anliegen. Der geht mit, auf einmal geht er mit zur Nacht, zur nottypischen Zeit zu seinem Kollegen und fragt ihn für Brot. Und er bleibt beharrlich, bis dass er das Brot bekommt. Und in den Versen 9 und 10 lesen wir: Darum sage ich euch, bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden. Ja, da gibt es nicht viel zu ergänzen. Ich kann einfach um etwas bitten und wir werden es bekommen. Ja, was will er uns denn genau mit dem sagen? Ja, genau das, was ich darum bitte, das bekomme ich auch. Das kann man vielleicht sagen, ja, das stimmt das auch nicht ganz, das kann man so nicht ganz 1:1 übertragen. Wenn wir ein paar Kapitel hintergehen, im Lukas 18 ist noch gerade ein Ähnliches. Lukas 18, Vers 1. Jesus wollte seinen Jüngern zeigen, dass sie unablässig beten sollten, ohne sich entmutigen zu lassen. Deshalb erzählte er ihnen folgendes Gleichnis. In einer Stadt lebte ein Richter, der nicht nach Gott fragte und auf keinen Menschen Rücksicht nahm. In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe. Sie kam immer wieder zum Richter und bat ihn: Verhilf mir in der Auseinandersetzung mit meinem Gegner zu meinem Recht. Lange Zeit wollte der Richter nicht darauf eingehen, doch dann sagte er sich: Ich fürchte zwar Gott nicht und ich weiß, und was die Menschen denken, ist mir gleichgültig. Aber diese Witwe wird mir so lästig, dass ich zu ihrem Recht verhelfen will. Sonst bringt sie mich mit ihrem ständigen Kommen noch zur Verzweiflung. Das habe ich ja zweimal gelesen. Wenn man nur genug hartnäckig bleibt, dann bekommst du das, was du willst. Die hartnäckige Witwe. Wenn du das so gelesen hast, die Versuchung ist gross, ja, so die hohle Hand zu machen. Ja, die Welt ist schon noch so ein bisschen etwas. Was ist da damit gemeint? Hat hier jemand ein Geldproblem oder hat jemand ein bisschen mehr Geld? Ja, dann bittet doch einfach ein bisschen um mehr. Oder wer sucht um Antworten? Ja, da steht es. Ja, sucht und ihr werdet finden. So einfach ist es, simpel einfach. Aber man muss sich da vielleicht überlegen, ja, was wird mit Beharrlichkeit erreicht? Was verändert sich, wenn ich beharrlich etwas dran bleibe? Es ist nicht Gott, der sich endlich nach genug lang darum bittet, sich verbiegt oder endlich nachgibt und mir gibt um das, was nicht endlich bitte. Sondern ich denke, es ist unser Herz, es ist unser Denken, was sich ändern, wenn wir beharrlich für etwas beten. Weil Gott, der bleibt der gleich für immer. Der ändert nicht einfach, ändert sich nicht. Aber Beharrlichkeit hilft mir, mein Anliegen besser zu verstehen. Über längere Zeit sammeln ich ging mehr Erfahrungen dazu. Ich sehe vielleicht um eine Ecke drumherum. Wenn wir vor einem Problem stehen, dann anfangs können wir gar nicht, verstehen wir manchmal gar nicht das ganze Ausmaß. Oder wie sie überfordert.
Ich glaube, Ihnen hat jeder schon mal gehört oder vielleicht auch selber gesagt, ja, im Nachhinein kann ich doch nichts dafür, im Nachhinein bin ich gegen schlauer. Und das ist eben genau das, um an den Punkt zu kommen, dass man kann sagen, ja, im Nachhinein bin ich dann schlauer. Das braucht Zeit, sein Anliegen zu verstehen. Es braucht Zeit, sich mit dem ein bisschen auseinanderzusetzen oder vielleicht auch sich zu fragen, ja, ist denn mein Anliegen, ist das selbstsüchtig, dreht sich da alles nur um mich? Oder habe ich mal Gott gefragt, ja, was willst du eigentlich mit mir? Ich will. Nein, es ist eben dein Reich gekommen und dein Wille geschehen. Und nicht, dass sich alles nur um mich dreht und ich will jetzt, keine Ahnung was, und ich will das jetzt überkommen. Dann hat man gedacht, ja, das ist irgendwie hart, ein bisschen. Das tönt fast ein bisschen unfair, wenn man das so liest. Ja, der freie Wille, aber darf ich da überhaupt noch um etwas bitten? Darf ich da überhaupt mein Anliegen noch vor Gott bringen, was ja sowieso heisst, dein Reich oder dein Wille geschehe und nicht meine? Ja, für was wollte ich denn bitten? Und ja, genau das will doch Gott. Er will uns, er kennt uns, er liebt uns, er will, dass wir zu ihm beten. Er will, dass wir mit allem zu ihm kommen. Dann kannst du mal den zweiten Text einblenden. Vers 11 bis 13. Ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Oder einen Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet? Und in einigen Übersetzungen kommt auch das Kind und fragt um Brot. Und welcher Vater würde mir einen Stein geben? Und jetzt ist es noch interessant, man kann das auch mal umdrehen. Wenn jetzt das Kind kommt zum Vater und sagt, du hast so Hunger, hättest du mir nicht eine giftige Schlange? Ja, gibt der Vater oder die Mutter seinem Kind eine giftige Schlange? Oder fragt das Kind, ja, Hunger, hast du mir nicht einen Stein? Ja, da gibt es jedes ältere Teil gibt man aber nicht einen Stein, sondern gibt man ein Brot. Weil Gott weiß ja, was doch gut für uns ist. Und der Vater, der weiß, dass das Kind Hunger hat. Und der Vater, der kennt sein Kind und er kennt auch sein Anliegen. Aber er weiß auch, dass eben ein Brot besser ist für das Kind als ein Stein. Und wir sollen unser Anliegen vor Gott bringen. Aber ich denke, manchmal wissen wir vielleicht gar nicht, um was dass wir beten. Und manchmal sehen wir nicht, was ist unser wirkliches Anliegen. Und jeder, der mal in einer Wege hat gewohnt, er kennt Herzbrot, steinhartes Brot, wobei für das hätte ich ja nicht ausziehen müssen. Aber das soll es jetzt nicht gehen. Und ich habe mir so überlegt, manchmal sehen wir eben so ein Brot in unserem Leben. Und manchmal wählt wir doch so ein, ich denke von euch, das sieht nach einem guten Brötchen aus. Und manchmal sehen wir das Brot und wir wünschen uns da und wir beten zu Gott, oh, ich will doch gerne so ein feines Brötchen, aber wir wissen gar nicht, wie hart das irgendwie ist. Und manchmal sind wir vielleicht in unserem Leben stehen, wo wir darum beten. Und Gott weiß, dass das eigentlich eben kein Brot ist. Wir bitten um ein Brot und sehen nicht, dass es ein Stein ist. Aber Gott kennt unser Anliegen und Gott gibt uns auch Brot, richtiges Brot und nicht, was wir sehen und denken, ja, das wäre jetzt gut für mich. Ich habe das Gefühl, das wäre jetzt das Beste für mich. Und ich denke eben, manchmal kann ich wieder auch falsch liegen. Ja, jetzt heißt es da, wer sucht, wird finden und wer bittet, dem wird gegeben. Ja, aber ich habe doch gebetet, wieso habe ich das jetzt nicht bekommen? Es ist eben wichtig, dass es
Es heißt eben, wer sucht, wird finden, und wer bittet, dem wird gegeben. Und nicht, wer bittet, der bekommt genau das, warum er gebeten hat. Das ist eben, es ist wahr, weil wer sucht, wird finden. Wer nach Antworten sucht, der Gott der offenbart, was wahr ist. Und wer bittet, der überkommt. Aber ein Kind, das überkommt nicht eine giftige Schlange, wenn es um eine giftige Schlange bittet. Gott gibt uns, was er für uns parat hat. Weil er weiß, was gut für uns ist. Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten.